So, das Damm an der Kiche, sie sind natürlich schon eng Zeitchen am Gang als zwei Qualifikante von den Halbfinale. Wir sind ja heute von denen, die werden Sonden heute an den Titel vom Lützeburger Hobbykach kriegen. An den Alain Hossart von der Hotelsschule begleitet sie alle. Was zufrieden bist du? Ich bin zufrieden mit der schönen Küche, wo wir hier stehen. Und ich meine, ich muss in Willi Pütz all unsere Merci sagen für die wunderschöne Küche, für die Kandidaten noch kommen sind und sich schon gesagt, also so hätte ich gerne daheim stehen. Und Cynthia, wo warst du drin? Wie geht es daheim? Also bis jetzt ziemlich gut. Das ist ja nach dem Anfang. Und ich muss auch ehrlich sagen, schon mal etwas ausgesicht, wo kein Chaos für programmiert ist. Also. Nee, das ist auch super. Ich habe Cynthia ja. gefragt, ob schon Menü schon daheim ein bisschen gekocht, ob ich dann daheim gewinnt habe. Ich habe auch gesagt, ja. Genau, also ich habe schon einmal probiert, viel zu kochen. Für meinen Freund, den mich auch hier gewählt hat. Genau, und das war, also mein erster Versuch war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gestern habe ich das dann ein paar probiert, besser zu machen und das dann noch abzugehen. Was kochst du da gut? Das fängt man mit der Entree und was ist da für Haut geplant? Also bei der Entree ging es selber gemacht in Tagliatelle mit einer Weißwein-Bolognese. Das kennt ihr echt aus dem Italienischen. Aber man denkt mit Schafsfleisch, also nicht mit normalem Böff oder Schwein, wie mit Schafsfleisch. Und dabei könnt eine rote Beetesauce und mein Ziegenfrischkäseschaum, den kann ich natürlich nicht waschen lassen. Genau, und pure Röstzwiebeln. Für was Schafsfleisch? Also Lamm, genau. Ja. Ich weiß nicht, ich schon fand, dass das einfach ein ganz, ganz gut erstens Qualität hat, es schmeckt ganz gut und es passt auch einfach bei rote Beete, aber bei den saisonal gemäß Zuchten, die am Moment eben aktuell sind. Das ist auch darum, es wird geht. Ich meine, wir schaffen halt größtenteils, wir schaffen nicht mehr mit Lützeburgische Produzieren, aber wir haben halt Lützeburg Nextland Schafsfleisch, ich meine, Petra Frusch, das ist auch eigentlich von heute. Genau. Und als Hauptgang, was hast du noch hier gesehen? Als Hauptgang hatte ich mal gedacht, wir machen mal so richtige Bauernplan. Okay. Für alle haben wir ja auch keinen Sommer am Moment. Leider. Dafür gibt es echt ein Crispy Pork Belly, also knuspriger Schweinebauch. Wir sehen heute am Chefchen stehen, bei 130 Grad, das ist Rezepte, hoffen wir, dass ihr da noch könnt gesehen. Das ist 130 Grad an der Chef und dann einen kleinen Bouillon dran gelöscht. Genau. Ich habe schon verschiedene Sachen probiert, mit einer Salzkruste, dass sie soll poppen. Genau. Und dann friert schon, wenn die Schwerte nur wird poppen, gut knusprig sind, dann haben die Jury etwas Gutes für zu essen. Was geht dann als gar nicht dabei, weil ich schon viel gesehen dass die Mutter von rechts so links gewandert sind. Genau, also schon ein bisschen umdisponiert. Ich wollte eigentlich nämlich ein Millefeuille de Pomme de terre machen. Du hast mir dann aber daheim aufgefallen, dass das mehr wie 3 Stunden dauert oder dass ihn dafür ziemlich lang braucht. Dafür habe ich mich entschieden, ein Püree zu machen. Und auch weil ich bei der 4 Runde ein bisschen Kritik kriege, für mein Püree wollte ich dann nur weisen, dass ich dadurch unhöhlen kann. Aber ich habe es noch Wurzeln, genau. Und dann Glück war so leid und hat mal ein paar Wurzeln gesponsert, weil die Stunde gut auf Menge löscht. Aber du hast mal wieder gezählt, dass du gerne Rees, was durch die Laos schon getrippelt, durch ganz Welt, was du noch beim Freundchen hast du gesagt. Wie hast du dafür dich mit Lützeburg Produzieren zu kochen? Fehlt da nicht ein bisschen zu der Exotik oder Lützeburg brauchst? Also am Anfang war es komplett überfordert. Am Anfang habe ich gedacht, das kriege ich sicher nicht hin. Eben gerne, weil ich eben gerne exotisch kochen, weil ich gerne ja, ich esse einfach gerne, ich esse gerne an allen Land, wo ich war. Aber mir ist aufgefallen, dass in eigentlich all Gerichte, wo es geht, aufpassen kann mit lützeburgischen Lebensmitteln. Und auch mein Crispy Pork Belly, der ist komplett inspiriert unter asiatischer Küche. Also der tue ich am Vietnam ganz gerne gegessen. Und natürlich machen wir das noch nicht mit Sojasauce, wir machen das eben mit lützeburgischen Produkten. Und es geht genauso crispy und genauso lecker. Und voilà, dafür ist das aber nicht so schwer eigentlich. Dafür das auch den Message, den die Leute muss gehen, mit lützeburgischen Produkten lässt sich super kochen. Dafür immer die Haare auch einbannen. Ich trippel mal rüber bei Luc, dass du noch ein bisschen kannst Matronen ein bisschen präparieren. Und dieselbe Entree die Schnecker gemacht hat, also den Carpaccio von der Betraf. Und schon da probiert, das so gut es geht, nach mehr regional und saisonal anzupassen. Okay, super. Pinienkerne zum Beispiel gehen karamellisiert Walnuss, Ugehol mit der Marschsalat, bisschen gemischt mit dem Rucola. Voilà, genau. Und dann als Hauptgang? Als Hauptplat
Das witzig, ich meine, die beiden hatten uns aufgeschwärzt, sind ja nicht dieselbe Farbe von Telleren oder Gamm wie ich bei der Entree. Es möchte auch Schof mit rote Beete, es möchte auch Püree. Also ich denke, du siehst gut bedingt, Herr Lo. Super, aber wir werden noch ein bisschen über Tellere schwätzen. Tisch neben der schönen Küche und natürlich auch super Telleren haben. Wie ist das für dich dann Regionalität, mit letztebäuerischen Produkten kochen? Also ich fand, das ist eine Sache, die ganz wichtig ist und ich denke, wo wir in Zukunft auch immer mehr werden drauf hinkommen, was natürlich flott wäre, wenn jeder reden, du gehst immer so kleine Erfahrungen machen. Ja, genau, und dann auch die saisonalen Produkte halt, da sie nicht gerade am September Spargeln ist oder ja. Das leider das wichtig. Ich meine, dass die Klient den décidéiert, weil es geht, dass die Klient den décidéiert, weil an der Butiken zerveiert geht. Und dafür soll er regional saisonal. Wenn er auch durch Tal und drum trippelt, alles, was Lützeburg schuht, guckt bis an der Region, was produziert wird, da fand er alles, was gut ist. Und ich meine, gesehen noch, was die Produkte, die du da schaffst, die kommen frisch, die kommen kurz weher, das was haut auch wichtig ist. Nicht nur gegen die Lützeburgische Produkte noch, wie gesagt, Nachhaltigkeit, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir in der Zukunft noch weiter so essen. Richtig. Ja. Bei dem Hauptgang, was hast du dann noch für Soße gesehen dabei? Mit der Sauce habe ich am Anfang eine Rotweinsauce mit Fond de Volaille, mit gewissen Kräutern, Rosmarin, Oregano, Echalot, natürlich Butter. Und das Ganze mit einem Pinot Noir dann vom Domaine Henri Rupert gesehen. Okay, ja, super. Wir werden noch ein bisschen über Wein schwätzen. Ich gehe aber weiter zurück und die Kamel, dass wir ein bisschen kochen können, ein bisschen gespannt. Merci Alain, merci als Nobbycast, dat geht richtig spannend, dat du hannomer jo dann eng Jury, die du war noch muss entschäden, wer dann nur dat best wer an wie er am beste gemerk huet.